Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Meiringen. Und das haben wir heute für Sie alles bereit. Für eine Rinkenberger Hockeyanerin geht es ab nach Olympia. Und so ist es, wenn man blind Skifährt. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Gemeinderat bedauert durch Bordellentscheid. Die Büroräumlichkeiten an der Winterhaldenstrasse in Heimberg werden neu zu einem Bordell mit Barbetrieb. Die Exekutive kritisiert den Entschluss vom ehemaligen Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi. Über 600 Mal war das Care-Team vom Kanton Bern im Einsatz. 80% der Einsätze sind im Zusammenhang mit Todesfällen gestanden. Seit August 2021 wird auch die notfallpsychologische und notfallseelsorgerliche Betreuung im Kanton Jura sichergestellt. Berner Zivilstandsämter ausgebucht. Die nächsten Wochen bieten den Heiratswilligen gerade 2 verlockende Daten an. Nämlich am 2. und 22. Februar wollen im Kanton Bern überdurchschnittlich viele Paare heiraten. Es war schon immer ihr Traum, jetzt hat es Laura Zimmermann geschafft. Für die Rinkenberger Hockeyanerin heisst es heute ab nach Peking zu den Olympischen Winterspielen 2022. Wie sie die letzten Tage vor dem Abflug verbracht hat, das hat sie Pascal Müller bei seinem Besuch am Freitag erzählt. Genau, mein Fahrplan ist, morgen am Morgen um 8 Uhr fahre ich los für ins Oim in Cham. Und dort bleiben wir dann bis am Mittwochmorgen. Und dann fliegen wir wir gehen vom Oim gehen wir auf den Zürich Flughafen und dann fliegen wir dort am Mittwoch. Genau. Dann am 3. ist ein Spiel gegen Kanada und am 4. ist dann die Eröffnungsfeier, die grosse. Da freue ich mich sehr. Also ich habe angefangen mit meinem Grossi als ganz klein. Da hatte ich aber noch solche Eisen, wo man die normalen Schuhe anbinden konnte, so auf die Eis. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann, irgendwann war es so ein Event, da in Interlaken bei der Matte-Eisbahn. Und dann bin ich dort, habe ich angefangen in der Hockeyschule und dann bin ich sehr schnell ist einfach aufwärts gegangen. Und irgendwann habe ich gewechselt auf Thun mit so 12, 13. Und dann habe ich angefangen Frauen zu spielen und dort spiele ich jetzt. Und jetzt bin ich 18 und spiele immer noch bei den Frauen und gehe nächstes Jahr ins Ausland. Auf was freust du dich jetzt besonders? Ist es sportlich oder ist es auch ein bisschen Drum und Dran? Oder, ja, was geht da so vor in einem? Ich glaube, das ist alles in einem. Ich meine, ich habe viel im Fernsehen geschaut, immer jede Olympia, das Eröffnungsfeuer und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dort einzulaufen in die grosse Halle, ich glaube, das ist sicher mein Highlight. Können Sie sich vorstellen, wie es wäre, blind zu sein? Für zigtausende Menschen in der Schweiz ist das der Alltag. Doch das Leben vermiesen lassen sie sich davon nicht. Gerade aktuell zum Beispiel macht die Westschweizer Gruppe der blinden und sehbehinderten Skifahrer einen einwöchigen Ausflug in die Jungfrauregion. Wie das man blind Skifahren kann, das hat das Vereinsmitglied Yves Kilchör der Nora Devinisch erklärt. Yves Kilchör, ihr verbringt eine Woche hier in Wengen und in Grindelwald am Skien. Ihr seid sehbehindert. Das ist kein Hindernis für euch, auf die Piste zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, mein Leben ist so. Also ich sehe immer gleich viel und ich will mein Leben leben. Und das, was ich will und vor allem auch das, was ich kann, das würde ich gerne machen. Also Tennis spielen wird auch ein bisschen schwierig, aber Skifahren ist kein Problem. Was sind die Herausforderungen auf der Piste, gerade so an einem bewegten Tag, wie wir ihn heute haben? Ja, schon halt die anderen Leute. Also, dass die anderen Leute auch ein bisschen schauen, wo wir sind und nicht gerade zwischen mir und der Guide oder der Guidin fahren. Also, ich bin mit einem Guide unterwegs, der hinter mir nachfährt und links und rechts sagt. Die Pisten sind ja traumhaft schön. Wenn es ein bisschen Hügel hat, kann das auch ein bisschen mühsam sein, aber da muss man halt durch. Aber es ist schon so, dass die anderen Leute auch ein bisschen schauen, wo wir durchfahren. Das ist schon so das Wichtigste. Und passiert das euch? Nehmen die Leute Rücksicht? Oder anders euch? Kommt man in Kontakt mit anderen Skifahrern? Ist das Interesse da? Ja, es hat ein bisschen beides. Also es hat, glaube ich, Leute, die sehr gut schauen. Oder man merkt, sie beobachten einen von außerhalb der Piste, wo man plötzlich über uns gehört reden. Es hat Leute, die extrem nahe fahren, die auch so schnell fahren und so wenig herumschauen können, dass sie halt wirklich einfach gefährlich nahe kommen oder zwischen uns kommen. Und es hat wirklich auch viele Situationen, wo man mit anderen in Kontakt kommt und zusammen redet. Das ist wirklich schön. Auf dem Sessel oder mal in der Beiz oder so. Das ist cool. Man kennt uns ja auch an der gelben Jacke
den sehbehinderten Skifahrern und an den Roten von unseren Guides. Jemand, der sehbehindert ist und sich noch nicht auf die Piste gewagt hat, an was muss er denken und warum sollte er es unbedingt wagen? Also unbedingt wagen finde ich, weil es echt so ein wahnsinniges Gefühl ist, auch von Freiheit. Man kann wahrscheinlich, wenn man nicht gut sieht, nie so schnell allein unterwegs sein. Sonst ist man eigentlich immer mit jemandem zusammen auf dem Tandemvelo oder im Auto oder so. Und beim Skifahren ist man wirklich allein und kann mal Speed geben und man kann aber auch langsam sein. Dann ist es echt das Ganze drum und dran. Es fängt irgendwie bei uns am Morgen an und hört am Abend beim Schlummertrunk auf und so, das Zusammensein, das Gemütliche, das, was das Skifahren halt hat. Und ich finde, das kann man schon noch mal erleben, wenn man wirklich auch Ski fährt. Und ja, auf was sollte man schauen? Ich glaube, wichtig ist, dass man mit jemandem auf die Piste geht, wo man das Vertrauen hat. Wenn man noch ein bisschen sieht, dann kann man das relativ schnell mit jemandem machen. Umso weniger dass man sieht, desto wichtiger ist, dass man einen Guide oder eine Guidin mit dabei hat. Und dann ist es halt sicher gut, wenn es jemand ist, der die Ausbildung hat, wie jetzt zum Beispiel auf unserem Skiclub. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie online, im E-Paper oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter von unseren Mädchenhauskollegen. Merci für morgen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist die Jungfrau Zeitung Wetter für das Berner Oberland. In den Bergen hat es heute einen weiteren traumhaften Wintersporttag gegeben. Der Grund? Natürlich weiterhin hochdruckbestimmtes Wetter. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir die antizyklonale Strömung weiterhin verbreitet über Mitteleuropa. Allerdings, die Nacht auf Freitag, da kommt dann langsam wieder ein bisschen Schwung in die Wetterküche hinein. Jetzt in der Nacht auf morgen allerdings noch nicht. Gerade am Thuner- und Brienzersee kann sich zum Teil wieder ein bisschen Nebel bilden. Die Obergrenze bei etwa 600 Meter außerhalb. Da starten wir aber wieder recht sonnig in den Donnerstag. Es hat noch ein paar hohe Wolkenfelder, die stören aber nicht allzu fest. Die Temperaturen die liegen morgen in den Tälern bei Tierstedt so um die -4 Grad. Der Nebel der dürfte sich dann im Verlauf des Tages auflösen. Abgesehen von dem ist es am Nachmittag recht sonnig mit zum Teil ausgedehnteren hohen Wolkenfeldern und Temperaturen. Die reichen zum Beispiel zu Thunspiez oder zu Interlaken rund 3 Grad. Ähnliche Werte haben wir auch zu Grindelwald, Adelboden. Da gibt es maximal 2 Grad. In Nacht auf Freitag nehmen die Wolken zu. Wenig Niederschlag ist möglich, die Grenze bei knapp 1000 Metern. Am Freitag selber da ist es aber im Wesentlichen schon wieder trocken. Es ist wechselnd bewölkt. Die Temperaturen die reichen rund 3 Grad. Am Samstag gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken bei maximal 4 Grad. Auf den Sonntag da kommt dann wieder ein bisschen mehr Feuchtigkeit rein. Es gibt ja wenig Niederschlag. Die Grenze die dürfte von etwa 1000 bis 1200 Meter ansteigen. Am Montag geht es mit dynamischem Westwindwetter weiter. Es gibt auch gelegentlich ein bisschen Niederschlag. Die Grenze weiterhin sehr noch über 1000 Meter sinkt dann auf den Dienstag langsam bis in die tiefere Lage und Temperaturen die reichen dann noch maximal 2 bis 4 Grad. Das war es schon wieder vom Wetter. Weiterhin einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.